Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen. Es schlägt Battlefield 3 und heute habe ich eine Nachricht für euch. Das Internet ist böse. Ja, es ist wirklich böse. Ich denke mir das nicht so aus. Es ist auch böse. Es will euch irgendwie nicht, ja, was Gutes tun. Hier hast du mal, hier kauf doch dieses Spiel. Das passt zu dir und deinen Freunden. Nein, es ist nicht so. Das Internet ist böse. Oh ja. Fängt schon mal gut an. Das Internet ist böse. Und warum? Das sage ich jetzt mal nach der Pause. Werbung, irgendwas. Nein. Es ist ja so, ja, sozusagen Google oder... Oh ja, 4 oder 15 du Arschloch. Es ist ja so, dass... schade. Es ist ja so, jetzt wirklich keine Ablenkung mehr. Es ist ja so, dass das Internet euch beobachtet. Ja, es schaut sozusagen nach oder es kontrolliert und merkt sich, was schaut ihr an, auf welche Shopping-Seiten geht ihr und was schaut ihr da an. Und das schickt es dann weiter, zum Beispiel. Ich schaue mir auf Amazon an, Dragon's Dogma schaue ich gerade immer am Überlegen an, ja, schau mal, was haben wir, kaufe ich das? Nein, weiß ich nicht, ne? Überlege ich, Dragon's Dogma kaufen, nicht kaufen, weiß ich nicht. Und würde ich halt, ja, bin ich am Überlegen und ich weiß es nicht. So. Und dann gehe ich auf YouTube, schaue mir ein Video an und dann steht da, hey, Dragon's Dogma jetzt bloß bei Amazon für 20 Euro. Ja, wunderbar der Preis. Das könnte ich doch zuschlagen, hey. Ja. Und dann sagt das Internet mir, hey, schau mal hier, die Werbung. Hast du schon Dragon's Dogma gekauft? Warum denn nicht? Ist doch schön, das Spiel. Warum magst du es nicht? Kauf sofort. Ja, so ungefähr denkt das Internet. Ich habe gerade nachgeschaut, wie das denkt. Und es schaut halt nach und dann gibt es Logarithmen und es schaut dann nach, ja, auf welche Seiten ihr eben geht. Und erstellt dann für euch sozusagen einen Plan oder ein Roster, also ein Raster, wo dann bestimmte Sachen angezeigt werden und andere nicht angezeigt werden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sehr konservativ seid, dann werden auch, wenn ihr in Google zum Beispiel sucht, dann werden da auch mehr konservative Seiten kommen als nicht konservative. Das hat mir heute ein Lehrer erzählt, ganz interessant wirklich, zum Beispiel über die homosexuelle Ehe, wurde da ja recherchiert im Internet sozusagen, und die eine Testperson, die hat sich so verhalten, als ob sie jetzt sehr right-wing wäre, also sehr, ja, oder republikanisch, weiß ich es nicht, egal. In Amerika war das. Und die andere Person hat sich verhalten, dass sie mehr, ja, left-wing wäre, einfach also das Gegenteil von dem anderen. Und es kamen völlig andere Google-Ergebnisse auf ihrem jeweiligen PC. Die hatten zwei PCs, der eine immer so, ja, und homosexuellen Ehe ist toll und so, ich habe nichts dagegen. Und postete auch Sachen und das ist gut und so und warum auch nicht. Ne, ist ja auch so. Und die anderen immer so, der schaut sich Sachen an wie jetzt schon wieder da irgendwie so ein Skandal, homosexuelle Ehe und das muss verboten werden und vom Weißen Haus und alles mögliche und so ein Scheiß. Und dann kamen halt da wirklich verschiedene Suchergebnisse raus. Vielleicht die gleichen Seiten, also vielleicht die gleichen Informationen, aber von anderen Seiten. Die Seiten waren zum Beispiel, ja, man könnte so vergleichen wie Fox und irgendeinen anderen Nachrichtensender oder Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung und die Süddeutsche zum Beispiel, ja. Ist auch so eine Sache, weil die meisten Medien werden benutzt, dass wir was kaufen. Wenn wir nicht für Facebook bezahlen, und wir bezahlen nicht für Facebook, dann, ja, also Facebook tut uns nichts Gutes irgendwie. Schau doch mal die Seite an, die könnte dir gefallen, ja? Klick mal da drauf. Und das ist alles auf Gewinn ausgelegt. Ich weiß wieder nicht, ob das jetzt jeder von euch weiß oder jetzt denkt, hey, stimmt, ich habe doch das da gestern geschaut und heute kommt es bei Facebook. So ein Zufall. Ich habe gestern bei zum Beispiel Amazon nachgeschaut, ja, Xbox, ja?
Also habe ich nicht, aber als Beispiel bloß. Xbox. Und dann schaue ich da heute auf Facebook, steht da Anzeige Xbox kaufen. Ja, so ein Zufall, ne? Ja, und so ist es halt. Und die wollen alle bloß möglichst viel Geld machen mit uns. Und die verkaufen uns sozusagen. Die schauen uns an, also die beobachten uns. Und aufgrund unseres Verhaltens, ja, bekommen dann Anzeigen speziell auf uns abgerichtet. Dass ich jetzt keine Sachen bekomme, die mich nicht interessieren, ist ja klar. Wenn ich Freunde habe, mit denen ich oft schreibe, dann bekomme ich von denen mehr ja, Neuigkeiten, Statuen gezeigt als von anderen. Ist ja logisch. Wenn jetzt jemand zum Beispiel, weiß ich nicht, für die NPD ist, ich aber komplett gegen die NPD bin, bekomme ich auch seine Posts nicht zu lesen, weil ich die liken werde. Was ich like, das wird sich gemerkt und dann wird daraus ein Algorithmus erstellt und, also, im Zusammenspiel von allen Sachen irgendwie, Like-Verhalten und wo man drauf geht, auf welche Seiten und so weiter. Und dann wird da eben auf den persönlichen eben maßgeschneidert da gezeigt, was der mögen könnte und was der kaufen soll. Ja? Zum Beispiel, ja, was haben wir jetzt noch? Lasst mich kurz nachdenken. Aha, getroffen. Yes. Ja, was haben wir denn noch? Ja. Zum Beispiel auch sowas. Wir werden nie irgendwie Sachen zu sehen bekommen, zum Beispiel von Rechtsradikalen auf Facebook oder irgendwie, das könnte dir gefallen. Nein, es könnte mir nicht gefallen, irgendwie die NPD-Seite, weil ich überhaupt sowas nicht like. Und aufgrund meines Like-Verhaltens zum Beispiel, ich like jetzt Sachen mit Videospielen und so Sachen und so Seiten, wo Spiele verkaufen und Amazon und alles mögliche, was halt mit Spielen zu tun hat, like ich. Und dann steht jetzt da auf Facebook in der Mitte, dir könnte auch noch diese Seite gefallen. Und dann wird mir was angezeigt, was mir gefallen könnte. Ja, Amazon. Menschen, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Ich denke nicht, wenn sich jemand einen Fernseher kauft für 600 €, dass er auch noch eine Xbox kauft und eine PS3 für jeweils 200-300 €. Das ist sehr Ding, oder? Man denkt sich halt, ja, kann schon sein. Aber, ne, also, ja, ich habe mir halt schon gedacht, warum kaufen die jetzt irgendwie 10 Spiele? Kann doch nicht sein, ne? Und das ist halt schon interessant, finde ich, weil man wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht, was man kaufen soll und ja, was halt schmackhaft ist. Und es ist halt interessant, finde ich, die ganze Entwicklung. Man benutzte erst die Zeitung zum Beispiel als ja, Medienlieferant sozusagen. Da kamen Medien und jetzt ist schon wieder die nächste schwanger. Und wer glaubt's denn, ne? Ja, Wahnsinn. Eigentlich interessiert es niemanden, aber trotzdem will jeder wissen. Wer jetzt schwanger ist in der Promi-Welt, das ist mir scheißegal. Hey, das ist mir auch mein Nachbar, der Sepp. Ja, der hat sich jetzt am Schrank angehaut. Das hat ihm ganz schön wehgetan. Wurscht. Ja, und so ist es, wenn jemand schwanger ist. Ist mir das kackegal, wenn irgendeine prominente Person schwanger ist, hey. Meine Fresse. Und die Zeitung früher eben größtenteils Informationen. Heute sieht man auch Werbungen. Ja, kaufen Sie dieses. Gehen wir aus dem Weg. Und ja, schauen Sie mal da vorbei. Gehen Sie mal auf die Seite und so. Immer so Stellenanzeigen, also immer so Anzeigen eben, die mich zum Kauf anregen sollen oder irgendwas wollen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Zeitung gesponsert wird, ja, ich weiß nicht, von Sony. Ja, das ist ein super Beispiel. Eine Zeitung wird gesponsert von Sony. Bekommt Geld, wenn sie irgendwas druckt. Also wird gesponsert. Und dann machen jetzt die eben neuen... was ist das?
Die machen jetzt wieder einen Druck und so. Jetzt sagen sie, wollen jetzt drucken, dass Microsoft besser ist als PS3, weil die jetzt das und das haben. Und die Xbox kann jetzt auch noch toasten und die Hausaufgaben machen und für sie in die Arbeit gehen und so weiter. Die Xbox kann alles. Dann wird auf jeden Fall Sony sagen, das druckst du nicht oder wir sponsern dich nicht mehr. Ja? Und so wird halt auch, ja, uns vorgeschrieben, nicht, aber uns halt aufgezeigt oder uns einfach, ja, befohlen, will ich auch nicht sagen, aber näher gebracht ist ein schönes Wort. So wird uns näher gebracht, was wir kaufen sollen, einfach aufgrund unseres Verhaltens im Internet. Wer hätte gedacht, dass wenn man mal kurz auf eine Seite geht von zum Beispiel COD, oh mein Gott, ja, wenn man auf eine COD-Seite geht, dass man dann irgendwie auf einmal hier Anzeigen oder Amazon schaut wieder Black Ops, dann könnte man ja auf einmal in YouTube sehen, ja, kauf doch bitte hier Ding ein COD-Spiel. Oder, noch schöneres Beispiel, in YouTube gibt es manchmal Werbungen, das ist ein gelber Strich, und der sagt immer, ja, jetzt kommt gleich eine Werbung und so, schau auf, ja, da kommt gleich was, oh ja, und das ist schön. Erst war irgendwie sowas, ja, hier Games, weiß ich nicht, ja, Crysis 3, unten so das Kastel einfach, wo kommt bei mir nicht, weil ich ja nicht mal ein Thumbnail machen kann, und dann kommt da so ein Kästchen, nach meistens 10 Sekunden oder 15, wo dann eine Werbung angezeigt wird und für die wird dann geworben. Das sieht dann der Zuschauer eben. So. Und ich war jetzt öfter auf der Seite 99 Designs. Das ist eine Seite, wo man einfach Designs kaufen kann. Ja, hinter der Wand, genau. Wo man Designs kaufen kann und so weiter. Da war ich öfters drin. Jetzt schaue ich ein Video an. Jetzt kommt in der Anzeige kein Spiel mehr. Nein. Jetzt kommt in der Anzeige in YouTube, jetzt kommt da auf einmal irgendwie 99 Designs. Schauen Sie vorbei, gestalten Sie Ihr eigenes Design. Schon morgen mit Hilfe von tausenden Designern. Ja, und es ist halt echt krass, wie aufgrund unseres Klick- und Like- und Anschauungsverhalten unser eigenes Internet sozusagen ja uns sagt, was wir kaufen könnten oder uns was wir mögen könnten. Ja. Irgendwer hat mal gesagt, dass das Internet ein einseitiger Spiegel ist. Ja, warum jetzt das? Das Internet ist ein einseitiger Spiegel. Ja, was meint denn jetzt damit der Depp? Ja, ich meine jetzt damit, man sitzt ja vor einem, ja, meistens Monitor, ich sitze vor einem Fernseher und man sieht rein und schaut halt hier so, ach ja, hier Amazon, Facebook, Battlefield 3, aha, kaufen. Man sieht rein, aber es ist eigentlich so gedacht, dass, jetzt ist es schön, dass es einfach bloß ein einseitiger Spiegel ist. Oh, ja, weil man schaut rein, aber die, wo dahinter sitzen, Google und alle möglichen anderen Menschen, die damit Geld machen, Betriebe, Marken und so weiter, die schauen auf uns zu, die schauen zu uns, was wir gerade mögen, was wir kaufen wollen vielleicht, was wir cool finden und so weiter. Und das sehen die dann und handeln dann dementsprechend. Und dann zeigen die mir, hey, du kannst das mögen. Nee, dann kannst du das mögen. Nee, aber das da, oh, das ist schön, ja. Und so läuft es halt, ja. Es ist ein einseitiger Spiegel, das finde ich echt sehr schön. Ja, das Sprichwort, die Metapher, was auch immer. Das finde ich echt ziemlich cool, muss ich sagen, weil es ist ja wirklich so, wir schauen da rein und wir sehen uns nicht selbst, wir sehen da nicht durch. Die, wo dahinter sitzen im Internet, die sehen da einfach auf uns zu und sehen auch, was wir mögen. Das finde ich voll krass. Und zum Schluss noch, dass es nicht ganz sinnlos war, das Video heute, eine kleine Weisheit. Oxymoron heißt eigentlich, das sind eine Wortverbindung, die keinen Sinn ergibt. Wie zum Beispiel stummer Schrei, Hassliebe, bittersüß. Man kann nicht stumm, ja gut, man kann stumm schreien. Bittersüß. Bittersüß? Was jetzt? Und sowas, ne?
Und da ist auch zum Beispiel ein anderes schönes Beispiel, Oxymoron. Selbst, Oxymoron ist ein Oxymoron. Warum? Oxy heißt, ja, scharf, im Sinne von scharfsinnig, also schlau. Und Moron heißt dumm auf Griechisch, Lateinisch. Also, scharf dumm, also schlau dumm. Es geht ja gar nicht, das ist ja Oxymoron. Ja, und genauso ist es. Das war's heute. Dankeschön fürs Zugucken. Bleibt so schön, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ne?